Wir haben gesagt, in diesem Jahr, wir wollen wirklich im Glauben, in der Tiefe, wirklich Wurzeln zulegen, tiefer gehen, reif werden. Und ein Teil von dem, wenn man das entwickelt, ist, dass man einen riesigen Hunger, ein Verlangen, Durst hat nach dem Wort Gottes. Und darum werde ich gerade einsteigen, heute mit einem Text aus dem Hebräer 2. Wir machen weiter, wo der Stefan vor 2 Wochen aufgehört hat. Es heißt da, fasten your seatbelts. Außerdem sind es nicht die Engel, denen er die zukünftige Welt, von der wir hier sprechen, unterstellt hat. Denn an einer Stelle in der Schrift heißt es, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, und der Sohn des Menschen, dass du für ihn sorgen solltest. Für eine kurze Zeit hast du ihn geringer als die Engel gemacht und hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihm Vollmacht über alles gegeben. Wenn er ihm Macht über alles gegeben hat, dann gibt es nichts, worüber er nicht herrscht. Aber noch sehen wir das alles nicht, doch Jesus sehen wir, der für eine kurze Zeit geringer als die Engel gemacht wurde und nun mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, weil er für uns den Tod auf sich nahm. Durch die Gnade Gottes hat Jesus für alle Menschen auf der ganzen Welt den Tod erlitten. Denn Gott, für den alles erschaffen wurde und der alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Doch damit Jesus ihre Rettung bewirken konnte, musste Gott ihn durch sein Leiden vollkommen machen. So haben nun Jesus und alle, die er heiligt, denselben Vater. Deshalb schämt sich Jesus nicht, sie seine Brüder zu nennen. Denn er sprach zu Gott, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Ich will dich vor der ganzen Gemeinde ehren. Er sagt auch, ich will Gott vertrauen und weiter, hier bin ich zusammen mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, die Macht über den Tod hatte. Der Macht über den Tod hatte. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tode waren. Wir wissen ja, dass Jesus kam, um den Nachkommen Abrahams zu helfen, nicht den Engeln. Deshalb musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er vor Gott unser barmherziger und treuer Hohepriester werden konnte, um durch sein Opfer die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Da er selbst gelitten und Versuchung erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geraten. Ich will noch kurz beten. Herr Jesus, kann man vorstellen, nach so einem langen Text, für die einen wird es ein bisschen schwindelig und es ist nicht so einfach, den Groove und den Text, den Flow gerade zu erfassen. Und ich bete einfach, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen, der zulässt, da oder am Stream oder nach im Podcast, dass du jedem Einzelnen hilfst, dieses Wort zu ergreifen und zu verstehen, und hilf auch mir, dass ich es verständlich machen kann. Ich danke dir dafür. Amen. Hey, ein Vers, der mich mega berührt hat daraus ist, Gott will seine Herrlichkeit mit uns teilen. In anderen Worten, er will dies und mein Leben besser machen, als das es heute ist. Und wir kommen dann noch dazu. Der Hebräerbrief ist an Christen im 1. Jahrhundert geschrieben worden, die mit Furcht und Enttäuschung zu kämpfen hatten, weil sie durch viele Schwierigkeiten gegangen sind. Und ihre Frage war die, wenn Gott uns so sehr liebt, warum ist denn unser Leben so oft so hart? Und der Hebräerbrief erinnert uns konstant daran. Und er sagt, hey, in dem Glauben an Jesus Christus besteht, gerade weil wir so viel auch Herausforderungen, Versuchungen und auch Enttäuschungen erleben, die grosse Gefahr, dass wir uns Stück für Stück nicht Gott zuwenden, sondern uns von Gott abwenden. Und der Brief erinnert uns daran, hey, unsere Augen immer wieder auf Jesus zu richten, damit wir nicht vom Kurs abkommen. Und eigentlich ist das die Aussage vom ganzen Brief. Wenn du siegreich durchs Ziel gehen willst, dann gibt es nur einen Weg. Und das ist der, behalte deine Augen nicht auf den Menschen, nicht auf dir selber, nicht auf dem, was du kannst, sondern richte deine Augen auf Jesus. Er wird dir helfen. Und in der ersten Predigt vor 2 Wochen hat uns der Stefan die Größe und Herrlichkeit von Jesus so vor Augen geführt. Und er hat uns gezeigt, hey, Jesus ist die letzte Offenbarung von Gott an uns Menschen. Es ist die letzte göttliche Stimme, wo Gott uns sagt, hey, hört auf ihn, hört auf Jesus.
Und man könnte sich natürlich fragen, ja, wenn Jesus so erhaben ist und so, ja, irgendwo groß und weit weg. Ich meine, hey, wir sind da unten, irgendwo im 21. Jahrhundert, in einer Zeit, wir laufen nicht mit Sandalen umeinander, wir laufen nicht mehr irgendwo in langen Gewändern vielleicht so umeinander. Wir haben heute unsere Handys, Jesus, du bist Zimmermann gewesen, alles in Ehre, aber hast du irgendwo eine Connection zu uns und zu unserem Leben? Und wir werden sehen, in der heutigen Predigt, Jesus ist nicht irgendwo unberührt auf Wolke 7 geblieben, sondern ist runtergekommen zu uns Menschen, um einen Impact zu haben in dein Leben von dem heutigen Tag, in dein Leben von der Zukunft. Er ist nicht unberührt. Und schau, das ist etwas, was mich so überzeugt, dass der Glauben an Jesus, dass es der richtige Glauben ist. Jesus ist der einzige religiöse Führer gewesen, der wirklich nicht in der Villa ist chillen, sondern runtergekommen ist auf diese Welt. Ist Mensch geworden wie wir, hat sich erniedrigt für uns Menschen. Ich kenne keinen anderen religiösen Führer, der so etwas gemacht hat, als nur Jesus allein. Und darum sagt die Bibel, er hat einen Namen bekommen, der über alle anderen Namen ist. Gott hat ihn erhoben. Bevor wir irgendwo auch vielleicht den Impact von dem, von König und Bruder verstehen, müssen wir die Bedeutung für uns verstehen. Warum ist das so wichtig? Und das hat mit unserem Dilemma zu tun. Und das Dilemma wird uns hier vor Augen geführt. Ich weiss nicht, wenn wir den Text nochmal lesen, Hebräer 2, 6 bis 8, wir lesen etwas über uns. Hört gut zu. Der Text, der ist geschrieben über uns Menschen. Was ist der Mensch, dass du an ihn denken und der Sohn des Menschen, dass du für ihn sorgen solltest? Du hast ihn für eine kurze Zeit geringer als die Engel gemacht. Du hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihm Vollmacht über alles gegeben. Und wenn er ihm Gott Macht über alles gegeben hat, dann gibt es nichts, worüber er nicht herrscht. Und ich weiß, so schnell denken wir, der Text ist vielleicht, über wer ist der geschrieben? Aber weißt du, der Text ist ein Zitat aus einem der Psalmen raus und beschreibt, wie Gott uns Menschen eigentlich gemacht hat. Und du sagst, hey Matthias, aber sorry, aber das ist sowas von weltfremd, was du heute Morgen bringst. Ich werde dir schnell einen Beweis bringen, dass es nicht ist. Wer von euch hat nicht auch die Träume vielleicht gehabt, als kleines Mädchen, vielleicht etwa die heute noch irgendwie von der Prinzessin und irgendwie so einen Traum davon, eines Tages vielleicht ein grosses Schloss oder was auch immer. Einfach nur in der Fantasie. Welcher Bursch hat nicht schon geträumt davon, er sei irgendwo, er sei ein Hero. Er sei mal einer, der es könne, wo den anderen zeigt, vielleicht, wo es durchgeht. Irgendwie so vielleicht à la Avengers oder so. Ich meine, egal welchen Film du nimmst. Irgendwo ist irgendwo ein Hero drin. Und heutzutage habe ich festgestellt, gibt es viele Hero-Filme, wo Frauen drin sind, mehr als Männer. Das ist das 21. Jahrhundert. Und wir alle, wir kennen doch so Momente, wir kennen doch so Träume. Komm, ich habe noch nie einen Mann gesehen, der nicht gerne ein bisschen der Chef ist. Ich habe noch nie einen gefunden. Und ich habe noch nie eine Frau gefunden, die nicht so ein bisschen romantische auch Gedanken und Vorstellungen hatte. Liebe Leute, das ist alles etwas von dem, was Gott in unsere Herzen hineingelegt hat. Und es ist etwas von dem, was Gott will wieder machen. Er will den Menschen wieder dort anbringen, wo er checkt, hey, Gott macht sich Gedanken über mich. Weißt du, was das heisst? Wenn sich Gott Gedanken über mich macht, und zwar die ganze Zeit. He loves you. Du willst einen Beweis. An wer denkst du, wenn du verliebt bist? Du denkst die ganze Zeit an die Person, die du liebst. Du kannst gar nicht anders. Und haben dann vielleicht schon Leute gesagt, wo bist du? Und du merkst, ich bin die ganze Zeit bei den Gedanken dort. Warum? Hey, dein ganze Herz, deine Emotionen, alles ist dort bei der einen Person. Und Gott sagt, es sind unendlich viele Gedanken. Lass mal, niemand denkt mehr an dich als Gott. Das ist der Wahnsinn! Und weißt du, Gott ist nicht im Himmel und denkt, wow, er denkt einfach negativ über dich, sondern, hey, es kommt als nächstes, er sagt, hey, hast als Menschen mit Ehr und Herrlichkeit krönen. Peter Wenz,
alter Prediger, kennen nicht mehr alle, der hat gesagt, hey, ihr seid nicht irgendwie Hämpfli-Bämpflis. Ihr seid von Gott bestimmt, Könige und Priester zu sein in den Augen von Gott. Und er hat eigentlich über alles auf dieser Erde sollen herrschen. Das heißt, es war Gottes Absicht, dass wir Menschen konstruktiv, gestalten, kreativ auf dieser Welt unsere Ressourcen nutzbar machen. Nicht die Erde auszuschlachten, sondern verantwortungsvoll mit dieser Erde umzugehen. Und jetzt sagst du, Matthias, eben das ist das Problem. Es stimmt gar nicht. Und du hast recht. Vers 8 sagt, noch sehen wir das alles nicht. Noch sehen wir das alles nicht. Die Realität sieht so anders aus. Schaut, wir haben als Menschen, anstatt Gottes Gunst und seinen Gedanken zu vertrauen, haben wir unser Leben in die eigenen Hände genommen. Anstatt ihm die Möglichkeit zu geben, uns Krönen, uns Herrlichkeit zu geben, suchen wir Anerkennung durch andere Menschen, in unserem Beruf und an vielen anderen Orten. Wir haben es verbockt, wir haben es am falschen Ort gesucht. Und schauen, wir stellen fest, nicht wir haben die Welt im Griff. Heute müssen wir sagen, die Welt hat uns im Griff. Der nächste Sommer, ich kaufe mir ein paar neue T-Shirts. Wird wieder sehr heiß werden. Too hot. Wir haben es verbockt. Wir haben die Welt nicht im Griff, sie hat uns im Griff. Und nicht nur das, wir haben noch ein grösseres Dilemma. Durch unsere Ablösung von Gott ist etwas in die Welt gekommen, was es vorher nie gegeben hat, und das ist der Tod. Und das heisst da drinnen, Jesus ist gekommen, um die zu befreien, wo ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Hey, wir leben in einer Zeit, da wird der Tod extrem abgespielt. Da wird die Angst vor dem Tod wird extrem trivialisiert. Und wir erkennen gar nicht, dass das, was uns eigentlich tief in unserem Leben antreibt, die Angst vor dem Tod ist. Ich will mal ein Gedankenexperiment machen mit dir. Was ist die Ursache von all deinen Sorgen? Was ist die Ursache von all deinen Ängsten in deinem Leben, die du hast? Ich glaube, die wenigsten Menschen haben sich überlegt, es ist letzten Endes die Angst vor dem Tod. Warum? Schau, Angst und Sorgen in unserem Leben zeigen uns, wir haben nicht alles im Griff. Wenn wir es im Griff hätten, müssten wir uns keine Sorgen machen und hätten auch keine Angst. Okay? Und das Letzte, was wir nicht im Griff haben, das Größte, was wir nicht im Griff haben, ist der Tod. Ich habe dir eine Statistik gegeben, die ist nicht gefälscht. Von 100 Leuten, die leben, werden 100 sterben. Ist wahr. Wir haben es nicht im Griff. Wir haben es nicht im Griff. Wir können unser Leben ein bisschen länger machen, aber ich habe jetzt gesehen, die Altersstatistik geht schon wieder runter. Frauen hatten, glaube ich, 85,6, jetzt nur noch 85,1 seit dem letzten Jahr. Mal schauen, wie der Trend noch geht. Wir wissen es nicht. Aber eins wissen wir auch, keiner von uns lebt ewig. Es gibt heute eine 100%ige Garantie, du wirst sterben. Und du hast es nicht im Griff. Und unseren Menschen ist gar nicht bewusst, wie uns das antreibt. Der Sigmund Freud, ich bin kein Freudianer, ich bin mehr ein Mann von der Freude, wegen Jesus. Er hat viel über den Tod geredet. Und er hat gesagt, wir sind tief betroffen als Menschen, weil wir haben eine Zwiespältigkeit im Hinblick auf den Tod. Auf der einen Seite hat der Mensch eine Todessehnsucht, wegen seiner Schuld, wegen seiner Scham und wegen seiner Nöte. Wer hat nicht auch schon geträumt irgendwo, hey, wo vor einer grossen Prüfung gestanden ist, wäre cool, es würde nicht morgen werden. Ich habe schon so gehofft. Also, ich will sagen, noch nicht lebensmüde gewesen, aber ich habe gesagt, hey, weißt du, könnte mir gestohlen bleiben, wenn es nicht morgen werden würde, weil ich kann bibbern. Und auf der anderen Seite haben wir nicht nur den Todeswunsch, sondern wir haben auch eine riesige Furcht vor dem Tod und unterdrücken die. Wenn uns der Tod, sagt der Freud, richtig bewusst wird, erschüttert es uns. Ich werde euch ein Beispiel machen. In diesem Moment käme jemand durch die Türen rein, mit dem Maschinengewehr und würde hier anfangen, umeinander zu schiessen. Wir alle wissen, was Todesangst heisst. Wir alle.
Der Tolstoi hat einmal gesagt, gibt es irgendeine Bedeutung in meinem Leben, welche nicht durch meinen Tod zerstört wird? Nicht nur werde ich aufhören zu existieren, sondern auch alle, die ich kenne und liebe. Ja, eines Tages wird sich niemand mehr an mich erinnern. Und die nicht wissen, wer der Tolstoi war, sein Wort wird schon wahr. Der Tod macht das Leben bedeutungslos. Who cares, ob du gelebt hast auf dieser Welt? Nobody. Weil all die, denen du vielleicht heute noch etwas bedeutest, werden auch mal 1,80 unter der Erde sein. Und ein paar wenige Leute lehren in den Geschichtsbüchern, aber die Millionen von anderen Leuten, die auf dieser Welt einmal gelebt haben, nobody cares. Ich habe einen kurzen Videoclip mitgebracht, ich werde euch den schnell abspielen, wo etwas zeigt von dem, was aber gekommen ist, weil die Bibel sagt, wir sehen es noch nicht, was wir sein sollen, aber wir sehen Jesus. Wir sehen Jesus. The world has a way of labeling people. Our enemy, Satan, as a roaring lion, is on the prowl, convincing people his label is true and permanent. He seeks to defeat us either through shame at our label or pride in our label. But God provides for us a new identity. He calls us loved, forgiven, justified, accepted in Christ. He calls us by our names, and He calls us to Himself. When Jesus died on the cross, He paid our sins in full. The redemption He offers is so much more than just erasing the sins of our past. It's also giving us a new identity, today and forever. Yes, Satan continues to battle. Christians and churches sometimes struggle. The courts and legislatures are attempting to redefine right and wrong. But the gospel changes lives, and it is only the gospel that can change lives. The world and the devil may want to label us, but it is the Creator who gets to define and name His creation. You are not who the world says you are. You are who God says you are. Warte mal schon. Okay. Das war mein Fehler. Das Fehler auf der falschen Seite. Seht ihr nur, jeder Mensch braucht eine Lösung, inklusive Preacher. Der kurze Video zeigt uns, dass obwohl Not, Schwierigkeiten und Herausforderungen, Versuchungen in die Welt gekommen sind, Jesus hat die Geschichte geändert vor 2000 Jahren. Und er zeigt uns, dass er König ist. Es heisst da, und jetzt wird der Psalm, wo wir vorher gemerkt haben, den kann man gar noch nicht auf uns anwenden. Der Psalm stimmt noch gar nicht in unserem Leben. Der Psalm wird auf Jesus angewendet. Und das heißt, hey, doch Jesus sehen wir, der für kurze Zeit geringer als die Engel gemacht wurde. Er ist nämlich Mensch geworden und nun mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, weil er den Tod auf sich nahm. Und plötzlich bekommt der Psalm eine ganz neue Bedeutung. Und wir sehen, Jesus, er ist der gewesen, der vom Himmel oben runtergekommen ist, der den Tod auf sich genommen hat und der für uns Menschen den Tod eben auch entmachtet hat. Schaut, die Bibel sagt uns, weil er gestorben ist, hat er, und weil er den Weg vom Gehorsam gegangen ist, hat Gott gesagt, hey, weißt du was?
Ich nehme dich und ich erhebe dich und ich mache dich zum König der Könige, zum Herr von allen Herren. Es heißt im Hebräer 2,14, da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht hatte über den Tod. Und du fragst vielleicht, ja, aber Matthias, das ist ja völlig paradox. Jesus stirbt, was soll das? Irgendwo, was soll an dem siegreich sein? Aber die Bibel schaut eben schon weiter und wenn so oft die Bibel redet vom Tod von Jesus, meint sie nicht nur, sie sterben am Kreuz, sondern sie schaut an zu der Auferstehung von Jesus. Schaut, das ist das, was dem Tod die Macht genommen hat. Die Botschaft von der Auferstehung. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Und wenn der Tod nicht mehr das letzte Wort hat, hat auch unsere grösste Angst in unserem Leben nicht mehr das letzte Wort. Wegen der Auferstehung, weil es eine Auferstehung gibt. Das ist die Message von der Bibel. Und schaut, jetzt heisst, ihn sehen wir, Jesus, hoch erhaben, grösser als die Erzengel. Wir sehen den auferstandenen König. Und wisst ihr, was das heisst? Es bedeutet, alle, die an Christus glauben, alle, die gläubig geworden sind, werden auferstehen. 100%. Und jetzt gebe ich euch eine neue Statistik. Aus 100 Gläubigen werden 100 sterben auf Erde, aber werden auch 100 auferstehen. Das ist die Message. Und schaut, das nimmt dem Tod, das nimmt die Furcht in deinem Leben. Nimmt das Brisanz, es zerstört sie, es zerbricht sie, weil du sagst, the worst can happen, I will live. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Weißt du, da kannst du in deinem Leben, du kannst so anders an deine Zukunft, du kannst so anders an deine Ängste und Befürchtungen angehen, du kannst denen entgegenschmettern. Jesus ist auferstanden und ich glaube an ihn und ich werde auch auferstehen. Shit happens. Aber die Auferstehung ist eine Gewissheit. Und ich kann sagen, es macht etwas in unserem Inneren, es macht etwas. Im Sinn von einer lebendigen Hoffnung. Etwas, das dich durchträgt in deinem Leben. Und schau, das ist eine Realität. Vielleicht bist du da und sagst, ja Matthias, du versuchst so ein bisschen Motivational Speaker und so ein bisschen die Leute so ein bisschen Hoffnung zu vermitteln. Im letzten Herbst bekomme ich das Telefon, das Mitglied von unserer Church, vitaler Mann, im Spital ist. Und er sagt, Matthias, ich bin in der Herbstferien zurückgekommen, ich hatte so Bauchschmerzen, ich musste wirklich zum Arzt, ich bin im Spital gelandet, die Stelle fest, ich habe einen Tumor. Und bei den weiteren Untersuchungen, dann im November hat man festgestellt, der Tumor ist so weit fortgeschritten, dass es absolut jede Therapie, man kann sie noch machen, aber sie bringt nichts mehr. Es hat menschlich keine Hoffnung gegeben für mich. Und ich bin ihn besuchen im Weidspital Ende November und er sagt mir, Matthias, ich will nur eins machen, ich will dir erzählen, was Jesus in meinem Leben alles da hat. Wenn ich als Waisenkind in einem Waisenhaus aufgewachsen bin und ich durfte dort durch die Leute Jesus kennenlernen. Ich bin nachher Schmied geworden. Ich bin nicht der Feinste, weisst. Aber ich bin mit Jesus in meinem Leben unterwegs gewesen. Und dann hat er mir erzählt, wie Jesus ihn begleitet hat, ja so viele Stationen. Und er sagt, weisst Matthias, ich stand jetzt vor dem Tod. Aber ich habe keine Angst. Ich stand vor dem Tod. Ich weiß, wo es angeht, Matthias. Und ich kann sagen, in dem Moment, wenn du weißt, du wirst in 4 Wochen sterben und er ist 4 Wochen später gestorben, am 18. Dezember vom letzten Jahr, wenn du weißt, es ist der letzte Moment kommt, der Moment kommt, wo du deinen letzten Atemzug wirst machen und du hast keine Angst. Liebe Leute, das ist die Realität von der Auferstehung. Das ist die Realität von der Botschaft von Jesus, von unserem König, der den Tod überwunden hat und die Macht vor dem Tod, der Angst vor dem Tod zerbrochen hat. Und ich kann sagen, das gibt uns eine Lebensqualität. Ich wüsste nichts anderes, wo das ersetzen könnte. Und der gleiche Jesus, der so hoch erhoben ist, er ist auch unser Brüder. Schau, er sagt, hey, ich weiss doch, ihr könnt in eurem Leben nach wie vor, auch durch Herausforderungen, durch Struggles, ihr kämpft nach wie vor mit Versuchungen.
Aber weißt du was? Die Bibel sagt, Jesus sagt, ich bin euch gleich geworden. Und zwar, um euch zu gewinnen. Um euch zu zeigen, ich will euer Brüder sein. Wie viele von euch haben einen grösseren Brüder? Ich weiß nicht, ob ihr es auch so erlebt habt. Die sind ja manchmal sehr mühsam, oder? Die älteren Brüder. Aber weißt du was? Du hast gewusst in der Schule, wenn es hart auf hart kommt und die wollen dich verdocken in der Klasse, dann rufst du den Großbrüder. Du rufst den Großbrüder. Und wisst ihr, Jesus sagt, genau das bin ich für euch. Ich checke doch auch, ich bin ja genau das Gleiche durchgegangen. Hey, jede Versuchung, jede Anfechtung, alle Probleme, die du durchmachst, bin ich auch durchgegangen. Die Bibel sagt nur ohne Sünde. Wir kommen dann noch dazu. Ich darf nicht den Hebräerbrief fertig machen heute. Wir haben noch ein paar Sünden. Aber er war ohne Sünde. Aber er sagt, ich checke das, ich verstehe das. Und weißt du was? Und wenn du mich anrufst, ich bin da. Und das heißt dann im Hebräer 2,11, so haben nun Jesus und alle, die er heiligt, denselben Vater. Deshalb schämt sich Jesus nicht, sie seine Brüder zu nennen. Hand aufs Herz, hast du dich auch schon mal geschämt für Geschwisterte? Oder für deine Family? Oder sie für dich? Sie sich für dich? Ich weiß, von was ich rede. Jesus sagt, ich sehe dich in all deinen Unperfektionen im Leben. Ich sehe dich mit allem, wo du es noch nicht im Griff hast, wo du nicht im Sieg lebst. Ich sehe all das, wo dein Leben zerbrochen ist, wo du den Versuchungen erliegst. Aber weißt du was? Ich sage trotzdem, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Ich stehe zu dir. Ich stehe zu dir. Schau, es heißt darum im Hebräer 2,18, da er selbst gelitten und Versuchungen erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchungen, und das Wort, das da gebraucht wird, ist nicht nur Versuchung zur Sünde, sondern kann so viel wie auch heißen, wo durch Prüfungen gehen, wo durch Tests gehen in ihrem Leben, wo vielleicht als Ende von ihrer Weisheit kommen, wo nicht mehr weiter wissen, wo sagen, hey, I need help. Er kann ihnen helfen. Und weißt du, sein Ziel, und dort wird er dich anbringen, ist, lies nochmal Vers 10, denn Gott, für den alles erschaffen wurde, der alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Weißt du, was Gott dir sagt? Ich will dich nicht sein lassen, wie du bist. Ich will dich verändern. Ich will meine Herrlichkeit in deinem Leben zunehmen lassen. Ich will dich in einen Prozess nehmen, wo du deinen Ängsten siegreich kannst begegnen. Ich will dich in eine Erneuerung reinnehmen, wo du den Versuchungen in deinem Leben kannst siegreich widerstehen. Und zwar nicht du, sondern mit Jesus, deinem grossen Bruder. Eine Geschichte, die mich so bewegt hat, war die von einem Mann, der so zu kämpfen hatte mit Jähzorn. Und er ist nicht losgeworden davon. Er hat an Jesus geglaubt. Er hat gesagt, es ist so etwas von peinlich. Und Jesus nennt mich nur Brüder. Aber ich bin so überhaupt kein Beispiel von dem, wie ein Christ sein sollte. Und er hat ihm den ganz einfachen Rat gegeben. Das nächste Mal, wenn deine Emotionen aufkommen, dann ruf doch deinen Brüder an. Und sag, Jesus, hilf mir jetzt. Jesus, hilf mir jetzt. Und er hat gelehrt, nicht auf das zu schauen, was noch nicht ist, sondern gesagt, jetzt sehe ich auf Jesus. Jetzt sehe ich auf Jesus. Und er hat einen Change erlebt. Innerhalb von wenigen Wochen ist die Macht, die Gewohnheit in seinem Leben ist zerbrochen gewesen, weil er gelehrt hat, ich schaue auf Jesus. Ich rufe den Namen an von meinem grossen Bruder und er rettet mich. Wisst ihr, Gott will seine Herrlichkeit mit deinem Leben teilen. Und die Sachen, für die du dich schämst, für die Sachen, die in deinem Leben Change brauchen, Gott sagt dir, ich will meine Herrlichkeit mit dir teilen, aber es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen einzigen Weg for real change. Du musst dich an Jesus wenden. Der Blick auf Jesus, das Vertrauen auf Jesus, ist das Einzige, was dein Leben wirklich verändert. Und weißt du was? Das wollen wir miteinander jetzt noch in der Gebetszeit auch erleben
und möchten den Jesus wirklich feiern in unserem Leben. Wollen wir doch aufstehen miteinander und in einen Moment gehen vom Gebet. Jesus, ich bete heute Morgen für all die mit Angst und mit Sorgen zu kämpfen haben. Ich bete, dass die Botschaft von der Auferstehung von Jesus, dass sie heute Morgen, dass die Message ihr Leben berührt und sie frei macht. Und ich möchte dich einladen, dass du an deinem Platz jetzt Jesus einerseits nicht nur als König siehst, sondern als Brüder siehst, der dir ganz nahe ist und sagt, ich will dir helfen. Sag doch jetzt, Jesus, hilf mir. Jesus, hilf mir. Du, wo du kämpfst mit Versuchung in deinem Leben, und übrigens, du bist nicht der Einzige. Der links und der rechts von dir erlebt sie auch. Und wir erleben sie überall. Wir erleben sie, hey, wenn es um unser Ego geht. Wir erleben sie, wenn es um unseren Status geht. Wir erleben es, wenn es um Geld geht. Wir erleben es, wenn es um Beziehungen geht. Wenn es um unsere Sexualität geht. Wir alle erleben Versuchungen. Alle. Aber Jesus, dein Bruder, er verdammt dich deswegen nicht. Er sagt, schau auf mich. Ruf an dem heutigen Tag meinen Namen an. Sag einfach, Jesus, hilf mir. Jesus, hilf mir. Du, wo vielleicht in einer Verzweiflung drin bist, in einer grossen Traurigkeit, du kannst sagen, Jesus, mein Bruder, hilf mir, hilf mir. Vielleicht ist das einzige Gebet, das du mitnimmst vom heutigen Tag. Aber ich sage dir, es wird einen Change machen die nächste Woche. Jesus, mein Bruder, hilf mir. Und vielleicht ist jemand da heute Morgen, der sagt, hey, ich bin noch gar nicht Bruder oder Schwester von Jesus. Ich kenne die Überzeugung gar nicht, dass ich so eine Auferstehung werde haben. Ich würde mir das auch wünschen. Der einzige Weg, wie das geschieht, ist, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen und sagen, Herr Jesus, ich will an dich glauben, der Sohn von Gott, der gekommen ist, gestorben ist für meine Sünden und mich kann erlösen. Du kannst heute Morgen diesen Schritt machen. Es braucht eine Entscheidung. Das ist kein Automatismus, weil Gott drängt sich uns nicht auf. Er lässt uns den freien Willen zum Entscheiden. Aber ich will dich um eins bitten. Geh nicht raus heute. Ohne, dass du gesagt hast, Jesus, ich will dir mein Leben anvertrauen. Dem König und dem, der vom heutigen Tag an mein Bruder wird sein. Ich will dir mein Leben anvertrauen. Wem willst du es sonst anvertrauen? Du hast es selber nicht im Griff. Aber er hat es im Griff. Wie wunderbar ist das? Ich möchte unsere Mitarbeiter bitten, führen zu kommen zum Gebet. Bitte macht euch bereit. Und hey, ich will jedem heute Morgen sagen, der sagt, hey, ich bin in einer Challenge drin, vielleicht in einer Traurigkeit, in gewissen Versuchungen drin in meinem Leben. Kommt und lasst für euch beten. Und wenn du da bist und du möchtest dein Leben Jesus anvertrauen, komm auch. Und du wirst die beste, befreiendste Entscheidung in deinem Leben treffen, die du je getroffen hast und je wirst noch treffen.